Der Tim hat es gesagt, wir schliessen heute die Serie ab, Träume wie niemals zuvor. Oftmals merke ich in meinem Leben, wenn ich so anfange links und rechts so meinen Kopf bewege, auf andere Menschen schaue oder heutzutage vielleicht mehr beim Scrollen das Leben von anderen Leuten mitverfolgst, dann fängst du in deinen Gedanken an, so über den Zaun hinein zu schauen und das Gefühl kommt auf, bei denen ist das Gras grüner, als es bei mir ist. Die sind talentierter, die haben mehr Einfluss, die haben mehr Followers, die sehen besser aus, whatever, was alles in deinen Gedanken kann passieren, mehr Salbung, mehr Heiliger Geist, mehr Power. Und ich glaube, oftmals geht es uns so, dass wir unser Leben anfangen zu vergleichen. Ich habe dir so ein paar mitgebracht, so ein paar Promis, wo vielleicht die einen kennst, andere sind schon ein bisschen lang her. Aber stellt euch mal vor, liebe Männer, ihr könntet so Fußball spielen wie der Cristiano Ronaldo, oder? Cristiano Ronaldo, sü, oder? Du wärst in der Body und alle Frauen schauen zu, während du Fußball spielst. Und dann gehst du baden und genau dann, wenn du mit deinem Sixpack aus dem Wasser raussteigst, schauen alle Girls. Auch dein Schwarm hat dich gesehen. Wie geil muss das sein, oder? Und so viele Followers, wahnsinnig. Und stell dir vor, du wärst eine Frau und du könntest singen wie Ariana Grande, Taylor Swift, könntest dich bewegen, Schauspieler, deine TikTok würden durch die Decke gehen. Alle wollen nur dich sehen, oder? In meiner Generation ist es mehr das Heidi oder der Georg, wo alle denken, wow, die sehen einfach Hammer aus, oder? Oder stell dir vor, du hättest Reichtum und Einfluss und Macht wie der Elon Musk. Unglaublich, einfach auch ein bisschen unsympathisch, aber doch auch eindrücklich, oder? Oder du wärst so heilig wie der Papst. Ja, wer weiß. Schau, oftmals sind ja nicht die Personen, die man ganz wirklich ernsthaft beneidet. Die Personen, die man meistens beneidet und dort, wo man oftmals viel eher über den Haag schaut und das Gefühl hat, wow, das ist grüner bei denen, das sind Leute, die sind relativ nahe in unserem Umfeld. Die sind in deiner Familie, die sind mit dir im Schulzimmer, die sind an deinem Arbeitsplatz, die sind im Sportverein. Und du denkst, ich möchte diese Talente haben, ich möchte diese Erfolg feiern. Die haben kein Problem, ich möchte sein wie die. Was wir oft vergessen, ist, dass hinter all diesen Triumphen, die Menschen feiern, sehr oft Tests verborgen sind, die knallhart sind. Was wir oft vergessen, ist, dass hinter jedem Sieg irgendwo Kämpfe gegeben hat, die auch hart sind. Wir vergessen, dass wenn Leute Erfolg feiern, dass sie unglaublich viel Entbehrung für den Erfolg hatten. Und manchmal, wenn Menschen so Einfluss haben, dann ist die Last der Verantwortung so schwer, dass es nicht nur geil ist. Und wir scrollen durch, wir schauen über den Zaun und wir vergessen, dass jeder Leben, jeder Erfolg alles einen Preis hat. Ich möchte dich heute ermutigen, dass wir Menschen sein können, die die holprige Reise, die steinige Weg auf uns nehmen, um unseren Gipfel der Bestimmung zu erreichen. Das ist der Titel dieser Message heute Abend. Und als ich den geschrieben habe, hatte ich richtig Freude gehabt. Das ist im Fall ohne ChatGPT. Von mir selber. Weil ich wünsche mir, dass heute Abend wir alle erkennen können, ob du online oder da im Raum bist, dass Gott über dein Leben ein Ja hat. Dass dein Herz schlägt. Dass du niessen kannst. Dass dein Leben funktioniert. Yeah. Dass dein Körper rausspritzt, alles zum Fordern, was du nicht mehr brauchst. Das ist das Segen von Gott. Das ist das Ja über dein Leben, das Gott ausspricht. Gott spricht über dein Leben ein Ja und ich glaube und ich bin fest überzeugt, in deinem Leben gibt es eine Bestimmung. Gott hat eine Bestimmung für dich. Gott hat einen Platz für dich geplant, wo du einen Ort hast, wo du Einfluss wirst nehmen. Und ohne dich wird die Welt nicht gleich sein. Und manchmal haben wir das Gefühl, ja, mein Leben ist klein. Mag sein, dass nur 2, 3 Leute vielleicht von deinem Leben berührt werden. Oder vielleicht 10, 15 und nicht wie beim Christian Millionen. Aber dein Leben zählt. Dein Leben hat eine Bestimmung. Und heute schauen wir an, wie können wir, auch wenn es steinig und harzig ist in unserem Alltag, wie können wir den Gipfel der Bestimmung erreichen. Sind ihr ready? Yes. Hey, wir haben den Josef angeschaut in der letzten Woche. Wir haben gesehen, er ist vom farbigen Kleid, vom unbeliebten, unsympathischen Teenager, der alles rausposaunt, wo Gott auf sein Herz legt, hat es geschafft, über Höchst und Tiefst, du siehst eingeblendet, mal rauf, mal runter, mal links nach rechts,
hat er es geschafft, nach Ägypten zu kommen. Und er ist da in Ägypten gelandet, hat das Kleid getragen und den Schmuck getragen vom zweiten Mann in ganz Ägypten. Er ist der Chef geworden über den Töpf vom Wohlstand in Ägypten. Gott hat ihm viel, viel Verantwortung gegeben. Aber er hat Tests müssen durchlaufen, um an den Ort zu kommen, wo er jetzt war. Und ich möchte mit dir heute weniger jetzt in erster Linie den Josef noch mal mehr anschauen, sondern ich glaube, zum so die Serie abschliessen, lohnt es sich, eine Generation zurückspulen und ein bisschen in Jakob, den Vater von Josef, hineinzoomen. Der Jakob, du siehst eingeblendet, am Jakob sein Weg, der Jakobsweg. Das ist ein Weg, der auch auf und ab gegangen ist. Der Jakob, und ich habe es so verniedlicht gesagt, das ist ein Mann Gottes. Man spricht bis heute vom Gott, vom Abraham, Isaac, vom Jakob. Und er war wie du und ich ganz ein natürlicher Mensch gewesen. Aber was er hinterlassen hat, das ist weltbewegend. Aber wenn wir sein Leben anschauen, dann müssen wir heute bewusst werden, er hat unglaubliche Tests gehabt. Auch in seinem Leben können wir sehen, dass der steinige Weg zu unserem Leben gehört. Das gehört dazu, dass unser Leben über Stock und Stein geht, dass es holprig ist. Der Jakob ist so als Zwilling auf die Welt gekommen und er ist der, der sich das Erstgeburtsrecht erkämpft hat. Und er hat beim Esau für eine Linse gekriegt, hat er das Segen von Gott sich erkämpft. Er hat immer geschaut, dass es für ihn passt. Es ist auf und ab gegangen. Er hat zum Beispiel in einem fremden Land, bei einem Laban, hat er 7 Jahre gekrüppelt, um seine schöne Frau, Rahel, endlich zu heiraten. Als er mit ihr ins Zelt schlüpft, um sein Sixpack auszupacken und alles andere dazu, hat er gemerkt, das ist gar nicht Rahel, das ist Lea, die hässliche Lea. Er hat 7 Jahre geschafft, ja, es steht so in der Bibel, lies es nach. Also in meiner Bibel steht so, die hat wahrscheinlich eine krumme Nase gehabt. Auf jeden Fall, es war ein Tief in seinem Leben, er hat 7 Jahre gearbeitet, um endlich zu heiraten. Und der Laban hat ihm die falsche Tochter untergejubelt, weil die wäre nicht losgeworden. Und er hat 7 weitere Jahre für seine schöne Traumfrau geschafft. Und dann ist er aufs Highlight gekommen, hat sie geheiratet, hat Söhne bekommen, Reichtum ist ins Leben gekommen. Aber dann ist es wieder runtergegangen. Der Jakob musste flüchten vom Laban und unterwegs hat er eine Begegnung mit einer Himmelsgestalt und er kämpft mit dieser Himmelsgestalt. Und die Himmelsgestalt, Engel oder was auch immer, vielleicht Jesus selber, man gibt ganz viele theologische Diskussionen, wer das war, die schlägt ihm in diesem Kampf auf die Hüfte, dass er eine Trümmerhüfte hat für sein ganzes Leben. Es steht in der Bibel, er ist das Leben lang gesunken nach dem Kampf. Aber er hat eine Prophezeiung, eine Bestimmung über sein Leben bekommen nach dem Kampf. Weil der Engelsgestalt hat über ihn ausgesprochen, du bist Jakob und ich nenne dich jetzt Israel. Und du wirst Völker haben, die aus deinen Ländern entspringen. Stell dir vor, wie komisch das ist. Du hinkst dein Leben lang, aber du weißt, aus deinen Ländern werden Völker entstehen. Es ist ein bisschen abstrakt. Und er ist hinkend durchs Leben gegangen. Und wo er so hinkend durchs Leben geht, stirbt seine Frau Rahel. Es geht wieder eins runter. Und nach der Rahel stirbt auch noch sein Josef. So meint er zumindest. Er hat seinen Sohn geschickt, um seine anderen 10 zu schauen, seine 10 anderen Söhne. Und was er zurückbekommt, ist nur noch ein zerrissenes, blutiges Kleid. Der Jakob, der hat die holprige Straße, den steinigen Weg zu der Bestimmung kennt. Sein Herz ist zerrissen. Er humpelt durchs Leben. Und er hat das Kostbarste, den Sohn von seiner geliebten Rahel verloren. Er hat seine geliebte Frau, die Rahel, verloren und er humpelt durch sein Leben. Und in diesem Zeitpunkt, siehst du vielleicht nochmal auf der Grafik, wo er humpelnd durchs Leben geht, wo er den Verlust hat von seinem Sohn, gibt es auch noch eine Hungersnot. Wir lesen im 1. Mose 42, dass eine Hungersnot in Kanaan gewütet hat. Sein Säckchen vom Futtervorrat war leer. Der Jakob geht durchs Leben, zeichnet von dieser Engelsgestalt, humpelnd, mit verletztem, enttäuschtem Herz und geratet in eine Hungersnot, die droht, seine ganze Familie auszulöschen. Das ist die Geschichte von Jakob und wie sie weitergeht, wissen wir jetzt noch nicht. Natürlich in der Bibel schon, aber ich möchte da mal stoppen. Was passiert in unserem Leben, wenn wir humpelnd, hinkend, mit verletztem Herz in eine Hungersnot geraten? Was dann passiert und wie du dich dann entscheidest, in so Momenten bestimmt,
ob du auf den Gipfel kommst von deiner Bestimmung. Die Hungersnot, deine Reaktion, wird entscheiden, ob du zum Futter schaffst oder nicht. Und ich möchte mit dir heute anschauen, wie der Jakob reagiert hat. Der Jakob hat folgendermaßen reagiert. Im 1. Mose 42 steht, als Jakob hörte, dass es in Ägypten Getreide gab, sagte er zu seinen Söhnen, warum steht ihr hier untätig herum und schaut euch an? Hast du das auch so zum Arbeitskollegen gesagt? Du stehst so blöd rum und schnurrst dumm. Ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Reist dorthin und kauft etwas für uns, bevor wir alle verhungern. Der Jakob fährt seine Jungs an und sagt, Jungs, du kannst in dieser Not, die dich trifft, nicht einfach sitzen bleiben. Stell dich auf deine Beine und gang dort an, wo es zu Futter gibt. Nehmt Geld und gönnt und holt uns das Essen. Was auch immer in deinem Leben zugeschlagen hat, was für eine Hungersnot übertreibt in deinem Leben kommt, bleib nicht sitzen. Schau, es ist oft enttäuschend, wenn das Leben uns zeichnet. Und du bist noch jung, du hast vielleicht noch nicht so Krasses erlebt, aber du weißt, was es bedeutet, wenn Menschen dich mobben, wenn Leute dich ausschliessen, wenn deine Familie bröckelt, wenn Finanzen schwach sind, wenn dein Leben hungrig sich anfühlt, durstig nach Gott, durstig nach Annahme und Liebe in deinem Umfeld. Hungersnot und Durststrecken werden im Leben immer wieder kommen. Und die Frage ist, wie reagierst du? Bist nicht jemand, der sitzen bleibt. Der Jakob ruft seine Jungs und sagt, hey, mach dich auf, beweg dich. Du musst nicht da sitzen bleiben, sondern beweg dich weg aus deiner Not. Und schau, vielleicht bist du jemand, der wie die blutflüssige Frau ist. Du bist angeschlagen, wie der Jakob, humpelnd, verletzt im Herz, mit einem hungrigen Täschchen und du bewegst dich Richtung Futter. Die blutflüssige Frau ist genau gleich gewesen. Sie hat den Weg zu Jesus irgendwie durch die Beine von diesen Leuten geschafft. Vielleicht hat sie sogar auf allen Vieren müssen kriechen, um das Tuch, das Kleid von Jesus anlangen, dass sie heil wird. Aber sie hat den Weg gemacht. Sie ist nicht sitzen geblieben. Vielleicht bist du blind, wie der Bartimäus, in deinen Gedanken, in deinem Geist blind. Dann stell dich an den Wegrand, wie der Bartimäus, und ruf, Jesus, du Sohn von Nazareth, komm und heil mich. Er hätte auch still sein können. Er hätte depressiv im Eckli sitzen, aber er hat sich entschieden, ich stehe dort an, wo der Gott ist. Vielleicht bist du Zachäus ein bisschen zu klein gewachsen, niemand sieht dich, du fühlst dich nicht wahrgenommen. Dann steig auf einen Baum. Vielleicht magst du allein dich nicht bewegen, dann such Freunde. Sag es deiner Small Group, ich brauche Gott, ich brauche einen Durchbruch in meinem Leben. Und dann hast du Freunde, die mit dir schauen, dass du in Bewegung bleibst, die dich auf ein Dach setzen und das Dach abdecken und dich zu Füßen von Jesus bringen. Bleib nicht sitzen, wenn die Hungersnot in deinem Leben dich packt, wenn dein Herz verletzt ist, wenn die Trümmerhüfte dich schmerzt, was auch immer das ist in deinem Herz. Was auch immer deinem Körper, deiner Seele eine Hungersnot ist, folg dem Schrei, mach dich auf die Beine, sag es deinen Freunden. Nimm die Möglichkeiten, die du hast. Wart nicht zu lang, sondern wend dich an den Gott im Himmel, der dich versorgt. Ich möchte mit dir einen weiteren Punkt anschauen. Schau, warum lohnt es sich, um sich zu bewegen? Ich glaube, es lohnt sich darum, weil Gott in genau diesen Umständen, die so schwierig sind, oftmals genau das macht, was er möchte, um uns eine Bestimmung zu bringen. Durststrecken und Hungersnöte können genau von Gott gebraucht werden, damit du besser wirst, damit du dem Gipfel von deiner Bestimmung näher kommst. Ich möchte mit dir einen Abstecher machen in den Alpinsport Bergsteiger. Wer ist schon mal auf einem hohen Berg? Was ist hoch, gell? Mount Everest, über 8000 Meter hoch. Und wenn du dort rauf willst, dann musst du dich vorbereiten. Du kannst nicht einfach denken, an einem schönen Samstagnachmittag, ja, jetzt steige ich heute auf den Mount Everest. Sondern da musst du fit sein vorher. Und selbst wenn du fit bist, kannst du nicht einfach gerade rauflaufen. Das Diagramm ist reell von einem Mann, der 1978 auf dem Mount Everest ist. Und wenn du das anschaust, sieht es ein bisschen aus wie im Jakob sein Weg, wie im Josef sein Weg. Es geht rauf und runter. Wie kann das sein, dass wenn du 8000 hoch willst, dass du immer wieder runtergehst?
Schau, die Ruhepausen helfen, dass du akklimatisierst. Wenn du einfach in die Höhe laufen würdest, dann kommst du Kopfweh über, es wird dir schwindelig, du kannst nicht mehr schnaufen, weil dort oben hat es keinen Sauerstoff. Und dein Körper wird irgendwann aussteigen, wenn du nicht umkehrst und auf tiefere Höhe gehst. Und es braucht Zeit, dass du mal raufgehst und wieder runter, damit dein Körper die roten Blutkörperchen bildet, die in deinem Körper nachher fliessen und die nehmen Sauerstoff aus. Und wenn du zu wenig von denen hast, kannst du zu wenig Sauerstoff binden. Und wenn du hoch raufgehst, wirst du landen wie ganz viele am Wegrand, die sterben, wenn sie auf den Mount Everest wollen. Es bedeutet, wenn wir hoch steigen, auf den Gipfel von unserer Bestimmung kommen, dann brauchen wir Zeit, damit unser Körper und übertragen auf unser Leben, auch unser Geist, unsere Seele, unser Charakter ausgerüstet ist, um auf diesen Höhen zu bestehen. Du kannst nicht einfach Rocket geschossen irgendwo auf den höchsten Gipfel der Bestimmung auflanden und haben, was Gott dir anvertraut. Das wird dich verbessern. Und darum lernen wir aus dem Alpinsport, es braucht die Moment, wo es Test hat in unserem Leben. Es braucht die Moment, wo es Kampf ist, wo Hungersnöte und Durststrecken da sind, damit wir haben, wenn Gott uns platziert auf einem Ort vom Einfluss. Der Josef hat genau das seinen Freunden gesagt, seinen Brüdern, wo sie zu ihm gekommen sind, und er hat Folgendes gesagt: Ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Wo der Josef hier angekommen ist, an diesen Töpfen, dann hat er gewusst, jetzt bin ich an dem Ort mit Einfluss und Macht und ich bin der, der erhaltet, dass das Volk Israel weiterlebt. Und der Josef wäre nie da angekommen, hat er die Tests nicht durchlaufen. Er hat nie aushalten, was Gott an Last und Verantwortung auf ihn geladen hat. Hätte er nicht gelernt, treu sein durch all diese Tests im Laufe seines Lebens. Du magst heute Abend jung sein. Ich ermutige dich, wenn es schwierig wird, wenn Hungersnot, wenn du Schmerz in deinem Herz hast, bleib dran. Bleib dran. Gott wird zum Guten wenden. Und wenn wir bei dem Wort gut sind, dann möchte ich dir Römer 8 vorlesen, weil dort steht genau das Gleiche im Neuen Testament. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Und da haben wir es wieder, das Wort zum Guten. Der Josef hat gesagt, was er böse gemeint hat, hat Gott zum Guten gewendet. Und im Römer 8 steht, was auch immer kommt in deinem Leben, ob du jung oder alt bist, was auch immer kommt und dich testet, Gott wird es brauchen zum Guten. Wie ermutigend ist das, nicht? Gott kann brauchen, was schwierig ist, damit wir einen Stand haben, damit wir es vertragen, wenn mehr Verantwortung auf unserem Leben ist. Mich begeistert das. Ich möchte mit dir eine weitere Lektion lernen vom Jakob. Wenn wir sein Leben anschauen, dann fällt ein weiterer Punkt auf, dass die Hungersnot und die Durststrecke, wo er reingeraten ist, eigentlich erst so richtig offenbart hat, was seine innere Not ist. Oftmals offenbart der Druck, die Umstände, die schwierig sind in unserem Leben, offenbart, was in uns drin ist. Oder wenn du eine Orange ausquetschst, was kommt raus? Orangensaft. Ja, jetzt haben wir es gelernt. Mein Sohn hat heute Nachmittag so einen Bananenshake gemacht. Dort ist Bananen rausgekommen, als er reingemixt hat und noch Vanilleglasse. Aber wenn du Äpfelsaft willst, dann musst du einen Äpfel ausquetschen. Und schau, in der Drucksituation in unserem Leben kommt es führen und oftmals schreit unsere Seele. Ja, du kannst noch lange sagen, es wird zum Guten dienen, wenn wir ehrlich sind, unsere Seele schreit. Nein, ich will das nicht, oder? Wer will schon Schwierigkeiten? Wer will schon die Durststrecken in unserem Alltag haben? Wer will das schon? Und oftmals ist es eben fies, weil genau dort kommt führen, was in uns drin steckt, an abgrundtiefer Not. Ich möchte dir beim Jakob noch mal einblenden, wo der Jakob seine Söhne geschickt hat, nach Ägypten zu gehen. Ein Sohn hat er sicher nicht mitgegeben. Der Benjamin. Der Benjamin hat er nie in seinem Leben mitgegeben auf Ägypten.
Der Benjamin ist sein Kostbarste. Und wo seine Söhne zum Josef gehen, was macht der Josef? Genau das, was das tiefste Herz vom Jakob trifft. Er schickt seine Brüder zurück und sagt, ich werde euch Fresse geben, aber du musst mir den Benjamin liefern. Das ist der Test, den sie bestehen mussten. Und der Test ist vor allem im Jakob sein Herz. Sein Kostbarste müssen schicken, damit sein Volk, damit seine Familie überlebt. Lass mal, wie er reagiert, und das könntest jetzt auch du sein. Das könntest jetzt auch du sein, wenn es richtig hart wird in deinem Leben. Nein, rief Jakob, es kommt überhaupt nicht in Frage, dass Benjamin mit euch geht. Sein Bruder Josef ist schon tot und er ist der letzte von Rahels Söhnen. Ich bin ein alter Mann und wenn ihm unterwegs auch noch etwas zustößt, würde mich das ins Grab bringen. Daran wärt ihr allein schuld. Spürst du Bitterkeit? Spürst du, dass der Mann gezeichnet ist vom Leben? Es ist immer noch der gleiche Jakob, gezeichnet vom Verlust von seinem Sohn, den er so geliebt hat. Nur noch ein zerrissenes, blutiges Kleid. Hungersnot. Und was in dieser Hungersnot vorkommt, ist seine innere Not. Und das ist die Not, dass er klammert an das, was er noch hat. Der Benjamin ist das Einzige, was er noch hat, und er ist nicht bereit, das loszulassen. Es gibt auch zwei Gründe. Der Benjamin, das haben wir gelesen, er ist das Einzige in seinem Leben, das ihn an seine besten Zeiten erinnert. Die schöne Frau, nach 14 Jahren geheiratet. Und der eine Sohn von ihr, der Erstgeborene, den hat er schon abschreiben. In seinen Gedanken ist der Josef tot. Und der Benjamin ist der Einzige, den er noch hat. Das ist sein Kostbarste. Was ist in deinem Leben so kostbar, dass du es nie angeben würdest, zum Überleben, zum an den Reichtum von Gott zu kommen, wo kämpft in deinem Herz, wo die Seele schreit und sagt, nein, nicht das auch noch. Vielleicht sind es auch Menschen in deinem Leben, wo du sagst, an denen habe ich fest. Die lasse ich nicht gehen, auch wenn sie dir vielleicht gar nicht so gut tun. Auch wenn sie nicht zum Überfluss in deinem Leben führen, aber du hebst dich fest, weil es ist das, was du noch kennst, das, was du noch hast, das, was du liebst. Vielleicht ist es Geld, vielleicht was auch immer das kann sein in deinem Leben, wo du festhältst. Was ist dein Benjamin? Der zweite Grund, warum das der Jakob so fest hat am Benjamin, hat mit seiner Bestimmung zu tun. Und zwar vor allem mit dem, was er denkt über seine Bestimmung. Du siehst es nochmal eingeblendet im 1. Mose 35, nachdem die Himmelsgestalt ihn auf die Hüfte geschlagen hat, ist die Prophezeiung gekommen, du wirst Völker aus deinen Ländern auf die Welt bringen. Du wirst dich vermehren, es werden Nationen sein. Und das ist gesegnet und du wirst zum Segen sein für andere. Wo der Benjamin bei ihm noch ist, klammert er an Benjamin, weil er weiss, das ist der einzige Sohn, der noch von der Rahel ist. Die 10 anderen, denen hat er nicht vertraut. Tief innen ist eigentlich vorgekommen in dieser Krise, den 10 anderen vertraut er nicht. Und wenn er weiss, ich werde mich in Völker vermehren, dann hofft er, dass der von der schönen Frau sich vermehrt. Die anderen haben vielleicht krumme Nase gehabt. Die anderen sind die Söhne, die den Josef nicht aufnehmen und zurückbringen konnten. Die haben es verkackt in seinen Augen. Und darum ist all seine Hoffnung, seine Bestimmung zu erreichen, eines Tages Völker zu haben, eines Tages auf dem Gipfel anzulangen, das ist alles in seinen Händen gewesen, so hat er es geglaubt. Was hebst du so fest? Und du denkst, das kann ich nicht angeben, weil das ist der Punkt, der mich an meine Bestimmung bringt. Deine Talente, Beziehungen, Kollegen, die cool sind, deine Gang. Was ist das, was du festhältst? Und schau, Gott ist ein Gott, der manchmal zulässt, dass wir so richtig hergetestet werden. Und ich möchte dich einladen, dass du mit dem Bündeli, das du festhältst, dich an den Versorger wendest. Wend dich an den Versorger. Es ist der Punkt gekommen, wo der Jakob gemerkt hat, ich kann nicht mehr zurückgeben. Wenn ich will überleben, wenn ich will, dass meine Familie lebt, wenn ich will, dass Israel ein Volk wird, das wirklich überlebt, dann muss ich loslassen. Macht euch mit Benjamin auf den Weg, hat er irgendwann gesagt. Ich bete zum allmächtigen Gott, dass der ägyptische Herrscher Mitleid mit euch hat
und Simeon und Benjamin freigibt. Und wenn ich meine Kinder verliere, dann muss es wohl so sein. Merkst du, irgendwann hat er gecheckt, ich muss all in gehen. Wenn ich sogar meine Kinder verliere, ich muss sie angeben, sonst wird es nicht funktionieren. Und er lebt den Vers, wo wir im Neuen Testament können trachten, zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und er kommt zu dem Versorger, er bringt den Benjamin dort an und überträgt in unserem Leben, lass uns Leute sein, die das Kostbarste, was wir haben, und du siehst, wie lächerlich das aussieht, zu den Füßen von Gott legen und unsere Hände loslassen. Und in dem Moment, wo du das machst, in dem Moment wird Gott deine Hände wieder füllen. Und du kommst in die Fülle von Gott erst so richtig rein. Und an dem Ort, wo der Jakob nicht hingehen wollte, ich meine, es ist nicht Kanaan, es ist Ägypten, wo er nicht hingehen und loslassen. An diesem Ort werden seine Hände gefüllt und seine Familie kommt der beste Ort über in Ägypten. Seine Familie hat zu essen und sie leben nicht nur von der Hand ins Maul, sondern im Überfluss. Die haben so viel, dass sie zu viel haben. Lies mal, was auf dem Vers hier oben eingeblendet ist. Ich muss schnell suchen. Wo sie dort in Ägypten ankommen, da steht Folgendes: Josef gab seinem Vater und seinen Brüdern Grundbesitz im fruchtbarsten Gebiet Ägyptens, wie der Pharao gesagt hatte. Er versorgte jede Familie nach der Zahl ihrer Kinder mit so viel Lebensmitteln, wie sie brauchten. Am Jakob seine Bestimmung erfüllt sich. Seine Familie überlebt und sie kommen Gebiete über, Besitz, Landbesitz, sie kommen Essen über. Und wir lesen, dass nicht nur das Essen bei ihnen funktioniert, sondern die haben sich dort vermehrt. Die sind gewachsen. Wir lesen in der Bibel, es sind etwa 70 mit dem Jakob auf Ägypten gekommen. 70 Nasen, die einen von denen noch krumm. Und 430 Jahre später ist das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen mit ungefähr 2 Millionen Menschen, sagt man. 600'000 Männer, Frauen nicht gerechnet, Kinder nicht gerechnet. An dem Ort, wo Gott dich anführt, wenn du loslässt, wird er dich versorgen. Und er wird versorgen, so dass du dich vermehrst. So dass mehr als genug da ist. So dass Generationen versorgt werden. So dass du sogar an den Punkt kommst, wo du andere kannst füttern. Verstehst du? Das Max. Es ist so cool. Ich habe mega Freude, dass Gott so ein Versorger-Gott ist. Und schau, wenn du auf die Grafik nochmal schaust, am Schluss von Jakobs im Leben, da hat er seine Bestimmung erreicht. Er ist vom Gipfel von der Bestimmung angelangt. Er hat sich versöhnt, er hat seinen Sohn Josef wieder getroffen. Er hat seine Vermehrung leben, er konnte zuschauen, wie Enkel auf die Welt kommen, können 12 Söhne mit ihren Enkeln segnen. Er konnte die 12 Stämme von Israel etablieren an einem Ort, wo sie aufgeblüht sind. Und seine Bestimmung war erreicht. Der Preis war her, der Weg steinig, aber er hat es geschafft. Und ich möchte dir zeigen, Josef und Jakob gleichzeitig, in der gleichen Zeit, wo sie in Ägypten landen, gehen ihre Bestimmungen in Erfüllung. Beide haben es geschafft auf den Gipfel und beide haben ihre Tests bestanden. Und ich möchte mit dir reinzoomen auf den Jesus. Warum jetzt plötzlich Jesus? Der Josef steht in der Bibel als prophetisches Bild für Jesus. Jesus sagt von sich selber, dass er der Erstgeborene ist von vielen. Und weisst, wo er das sagt? Ich hoffe, du kannst es heute Abend begreifen und packen. Wir haben Römer 8,28 gelesen, dort steht, dass Gott alles Gute wird zum Guten brauchen in unserem Leben. Alles, was passiert, wird uns dienen. Und was steht im Römer 8,29? Dort steht, was das Gute ist. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser, Jesus, der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Genau wie der Josef ist Jesus vorausgesendet für dich und mich. Jesus ist vorausgesendet. Der Josef nach Ägypten, er hat die Töpfe, die Vorratskammern geöffnet für sein Volk, damit sie leben. Jesus ist für dich und mich vorausgegangen, um die Schätze vom Himmel zu öffnen, für dich und mich, damit du und ich leben. Und wenn wir unsere Tests bestehen und wenn wir sagen, ich hebe an Gott fest und die roten Blutkörperchen bilden und Geduld haben und Zeit nehmen,
dann werden wir den Gipfel von unserer Bestimmung erreichen. In dem Charakter Jesus ähnlich sein. Und Jesus ist der erste von vielen Brudis und Schwestern. Männer und Frauen wie du, die Jesus lieben und die in dieser Welt aus der Fülle vom Himmel schöpfen. Und ich rühre so jetzt nicht mehr an, aber aus dieser Fülle Menschen können weitergeben. Und das ist die Bestimmung, die in deinem und deinem Leben ist. Schau, am Schluss sagt uns die Story von Josef, auch die von Jakob. Es geht um dich, es ist wichtig, du hast eine Bestimmung. Aber dass du deine Bestimmung ausspielst, hat damit zu tun, dass es noch um viel Größeres geht. Es geht um eine Geschichte von Gott. Und wenn du deine Karte ausspielst, dann wird Gott der Sieger sein. Und wenn du deine Karte ausspielst, dann wirst nicht nur du gewinnen, sondern auch Generationen nach dir werden gewinnen. Und das ist meine Vision für dich und mich, dass wir ein Bild haben, das grösser ist als unser Leben. Auch dann, wenn Durststrecke kommt und Hunger. Dass wir sagen, Jesus braucht mich, ich habe fest, ich will nicht aufgeben. Und du wirst an die Töpfe vom Himmelreich gelangen und du wirst genug haben. Und Gott segnet dich. Ich hoffe, die Message hat dich ermutigt und dir weitergeholfen, wo du stehst in deinem Alltag. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir geredet hat und wenn du das Gefühl hast, Gott macht etwas fest im Herz, schreib das noch auf, weil wir vergessen immer wieder so schnell, was Gott zu uns redet. Hey, und wenn es dich interessiert, wer der Sunday Night ist, was das für ein Gefäß ist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wir haben einen Telegram-Channel, du bekommst jetzt gerade hier einen Einblender, wo du kannst den abonnieren und du wirst immer die neuesten Infos bekommen, was wir als Community machen, am Freitagabend, am Sonntag, was auch immer gerade ansteht. So bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir eine super Woche.